De Frieden, sief mat isch. An auch mat Die Leif leider Guten, ganz herzlich willkommen an der Kathedrale bei der Trächterin. Ich begrüße auch all die von Medien mit uns verbunden sind und sich so dieser Masse bei der Trächterin anschließen. Ich begrüße ganz besonders die Leute, die leid tun, die weh tun, wo irgendetwas direkt, hei sie da richtig, hei bei Maria, der Trächterin am Lied. Und wir wollen vielleicht wie immer als Schuld bekennen, nicht für mit einem traurigen Gesicht rundherum zu laufen, mir für so der Erbarmen vom Herrgott unzuholen und als drüber freuen zu können. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Wir
Losse wir beten. Herr Gott, unser Pap, du bist barmherzig, du geseist alltrost. Der Junge Kreuz Maria sing Mam auch eis zur Mam gehen. Lauscht er beis Patrinisch, die für euch schwätzt. A schenk eis an all Not, dein Trost an den Hölf. Dafür biete mir durch Jesus Christus, der Jung, eisen Herr und eisen Gott, den an der Einheit vom Heilige Geist, mit dir lieft an Herr as an all Ewigkeit. Lesung aus dem Buch Jesaja. Jubelt, ihr Himmel, jauchze, o Erde, freut euch, ihr Berge. Denn der Herr hat sein Volk getröstet und sich seiner Armen erbarmt. Doch Zion sagt, der Herr hat mich verlassen, Gott hat mich vergessen. Kann denn eine Frau ihr Kindlein vergessen, eine Mutter ihren leiblichen Sohn? Und selbst, wenn sie ihn vergessen würde, ich vergesse dich nicht. Spruch des Herrn. Wort des lebendigen Gottes. Deine Wohnung, o Herr der Scharen, meine Seele verzehrt sich in Sehnsucht nach den Höfen des Herrn. Mein Herz und mein Leib, sie jauchzen hin zum lebendigen Gott. Deinem Hause wohnen, o Herr, zu allen Zeiten dich preisen. Wahrlich ein einziger Tag in den Höfen, er ist besser als tausende sonst. Lecture de la seconde lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père plein de tendresse, le Dieu de qui vient tout réconfort. Dans toutes nos détresses,
il nous réconforte. Ainsi, nous pouvons réconforter tous ceux qui sont dans la détresse, grâce au réconfort que nous recevons nous-mêmes de Dieu. En effet, de même que nous avons largement part aux souffrances du Christ, de même, par le Christ, nous sommes largement réconfortés. Quand nous sommes dans la détresse, c'est pour que vous obteniez le réconfort et le salut. Quand nous sommes réconfortés, c'est encore pour que vous obteniez le réconfort, et cela vous permet de supporter avec persévérance les mêmes souffrances que nous. En ce qui vous concerne, nous avons de solides raisons d'espérer, car nous le savons, de même que vous avez part aux souffrances, de même vous obtiendrez comme nous le réconfort. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Acclamons la parole de Dieu.
Marie, Notre-Dame de la Route, marche avec nous. Tu as parcouru les routes de Galilée et de Judée, les routes de l'exil en terre étrangère, les routes de la joie et celles de la croix. Tu as dit le oui décisif de l'histoire et tu t'es dit être la servante de Dieu dans son plan de salut si déconcertant et inouï. Tu t'es mise à l'écoute de paroles et d'événements qui ne pouvaient faire l'objet que de méditations prolongées au fond d'un cœur de disciple. Tu as accompagné ton fils qui t'a proclamée heureuse pour avoir écouté la parole de Dieu et l'avoir mise en pratique. Tu as été fidèle et debout sous la croix, et tu as accompagné l'Église naissante dans son attente priante de l'Esprit Saint. Notre-Dame de la Route, Marie, marche avec nous aujourd'hui. Tu as marché avec nos ancêtres durant plus de 350 ans comme consolatrice et patronne de la ville. Marche avec nous maintenant, avec nous qui sommes au seuil de temps nouveaux, dans un monde de plus en plus déchiré par les inégalités, les injustices, les violences et les drames humains sans nom. Dans une Église aussi qui, 50 ans après le Concile Vatican II, cherche à réaliser un aggiornamento nouveau et permanent. Marche avec nous, ici au Luxembourg, où nous cherchons, au-delà du bien-être matériel et de la richesse, comment vivre heureux, comment vivre ensemble. Marche avec nous dans notre Église, qui devient de plus en plus catholique, en se rendant compte qu'elle est cette Église de la Pentecôte, où tous entendaient dans leur propre langue la proclamation des merveilles de Dieu. Nous sommes l'Église pour servir les hommes de notre temps. Et malheureusement, souvent, nous tournons autour de nous-mêmes et de nos clochers. Nous sommes Église pour vivre de la parole de Dieu. Et souvent, nous nous recouvrons de nos propres mots qui parfois blessent, parfois divertissent, parfois divisent et parfois sont d'une banalité effrayante. Nous sommes Église au service du règne de Dieu et souvent, nous n'avons que de mièvres rêves pour aujourd'hui. Nous voulons que sauvegarder un passé chéri au lieu de nous lancer dans l'avenir de Dieu. Marie, Notre-Dame de la Route, marche avec nous. Sois à nos côtés pour que nous ne perdions pas de vue celui qui a comblé ta vie, Jésus-Christ. Marie, Mère de Dieu, tu es la mère de l'Église, la mère aussi de l'Église qui est à Luxembourg. Sois notre patronne de la ville et du pays, comme tu l'as été dans le passé. Et prie pour tes enfants ici, qui cherchent un guide fiable pour les temps nouveaux. Marche avec nous, Marie. Du standst in alten Jahren ein Hort der Heimat da. Auch uns bleibt in Gefahren mit deiner Hilfe nah. Sangen wir am Oktavlied. Viel Haarzeiten huet mich kannt. Am 17. Jahrhundert, mit Hunger, dem schwarzen Tod, der Krieg mit all seine Grausamkeiten, an allen Zeiten, bis an das blutig 20. Jahrhundert mit seinen 2 Weltkriegen. Das von allen Doen gut Lützeburger Art bei Jesus Mann zu gehen, wann Leben bis an Hart. So de Willi Görgen Gedicht, ein Oktavlied, das von Vic Goldschmidt
an Musik gesagt gouf. Ja, das gut Letzebuer Art, bei Jesus Mam zu gehen. Mammen hat dem Kreuz zu sichern, an ihrem Leid, an ihre Söchen, Trächterin zu fannen, für Eistränen an Eissöchen. Letzebuer wussten, wohin sie gingen. Bei Jesus Mam, die hier Gebärder versteht, hier Tränen aufdrechend an ihnen ihre Jung weist. Ja, Letzebuer haben hier Ave Spes Nostra gesungen. Sie haben sie zur Patronisch erwählt. Sie haben vom Besten nach Schönsten hier geschenkt. Wunderbar Kleider, gelle Kronen, Herzer für Merci zu Sohn, für uns 250 Jahre, der prachtvolle Votivaltor, Kerzen und Blumen, hier schönste Lieder, aber bedeutendste Kompositionen, Pressionen an Andachten, Oktav auf Hester. An Letzebuer Hallen hier 3 bis haut. Sie erneuern hier das Versprechen, besonders auch an diesem Jubiläumsjahr. Also ich komme weiter mit ihren Söchen an ihren Uleis für ein Knotebild. Für die Neuzeit, die Schwestern und Brüder, werden wir sie auch brauchen, für Entscheidungen zu holen, für als Energien zu mobilisieren, für neue Wege zu gehen. Maria Patronisch und Trächterin, bleib auch haut am Moor bei uns. Du als Gebärder für Gott, lehre als Leben, wie du gelebt hast. Weiß als der junge Jesus. Jo weißen auch haut am Moor dem Letzebuer Volk. Weißen allen, die hei leben erschaffen, allen, die hei kommen und hei bleiben, allen, die das Ländchen heimisch nennen. Ja, wie unsere Väter kommen wir mit eisersuechem Kirch deiner Sorge anvertraut. Weiser ist der Jung, weil hier an hier ne längerste Kap von der Kirche, der Kap von der Erneuerung, von all Bewegung. Hier muss vier gehen, bei all Initiativen Schritt an die Neuzeit. Kirch, auch als Kirch, die zu Lützeburg ist, kann kein anderer Weg gehen wie sei Weg. Ein Weg konsequent bei den Menschen, ein Weg voll Licht und Barmherzigkeit. Und hier lang kann er es sammeln und aus einem Volk machen, das an der Welt, auch als zu Lützeburg, Zeichen setzt, von Leben und von Freiheit, von Licht und von Barmherzigkeit, das auch haut nach Hoffnung möchte und auf ein Ziel hinweist. Jesus Christus ist der Kopf von der Kirche, gerade wenn die Kirche gerüsselt und gebeutelt geht vorbeißen. Gerade wenn die Kirche sich auch selber armselig und das zerstritten vierkennt. Gerade auch dann, was sie nach so viel frohen hier Strukturen an hier traditionell Formen hat. Auch gerade dann, wenn die ein hat und die andere Haar rufen. Gerade dann gilt, als ob die einzigste Wies, den einzigen Mot d'ordre an der Kirche zu besinnen, dingen. So wie der Jesus Christus selber gedingt hat. Kein hat ein größer lebt, wie den sein Leben higet, für die dir gern hat. In dieser Zeit, weh an die Neuzeit, werden Spannungen und Unsicherheiten gehen. Es wird nicht fehlen, nur widersprüchliche Propositionen. Es wird Differenzen und Schwierigkeiten gehen. Und leider werden wir die ein oder andere der Kron auf den Kap setzen, den der Kap von der Kirche ist, der Jesus Christus. Wir haben engem aber
soll eisen Herr Jesus eis bewahren, dat man sein Leib zerrappen, dat man durch Unähnlichkeit dem Körper Glieder ausreißen und den Körper den Kirchers verdirfen. Weil Einheit sind wir als Kirche zu Lützeburg, als eine Lützeburger Gesellschaft schuldig. Einheit nicht als Machtblock, mehr als Dienstgemeinschaft, nicht als Interessegruppe, mehr als ein Mehrwert und Menschlichkeit. Der Schriftsteller Heinrich Böll soll Recht behalten und er soll heute zu Lützeburg immer mehr Recht kriegen. Er schreibt, selbst die allerschlechteste christliche Welt würde ich der besten heidnischen vorziehen, weil es in einer christlichen Welt Raum gibt für die, denen keine heidnische Welt je Raum gab. Für Krüppel und Kranke, Alte und Schwache. Und mehr noch als Raum gab es für sie. Liebe für die, die der heidnischen wie der gottlosen Welt nutzlos erscheinen und erschienen. Und dafür sangen wir, dafür beten wir mit allem Notdruck. Maria, du standst in alten Jahren als Hort der Heimat da. Auch uns bleib in Gefahren mit deiner Hilfe nah. Schirm uns und schirm das Land. Amen. Credo
Wir sind versammelt als Kirche rund um unseren Herr Jesus Christus. Für ein Gnadebild von unserer Trägerin Patrinisch bringen wir das Gebet für dich, Gott, unser Pap am Himmel. Für den Papst Franziskus an alle Bischöfen, die als Nachfolger von den Aposteln Kirche von Jesus Christus leden, und am Dienst stehen vom Evangelium vom kommenden Reich Gottes. Für die Kirche von Jesus Christus, die zu Lützeburg ist, die sich mit vielen Initiativen neu aufstellt, für sich den Herausforderungen von der Zeit zu stellen. Für den Grand Duc an großherzogliche Familie, die eine wichtige und unersetzliche Aufgabe haben am Dienst von der Kohäsion an unserer so vielschichtiger und kulturell diverser Gesellschaft. Für all die sich an der Zukunft an der Katechese werden engagieren, die neue Wege und Methoden müssen entwickeln, für die Kinder eine Hinführung zu Jesus Christus und eine bleibende Freundschaft mit ihm zu proposieren. Für die Christen von den verschiedenen Konfessionen an der Ukraine, die sich für Frieden und Gerechtigkeit einsetzen, die den Opfern von Krieg und Korruption zu Hilfe kommen, und für alle Menschen gute Willen an dem Land, die sich für eine bessere Zukunft engagieren. Für die Opfer von Gewalt und Krieg, von denen wir über die Medien wissen, denen wir im Gebet aber ein menschliches Gesicht geben wollen. Für alle, die mit kleinen Gesten, einem freundlichen Gruß, ein wenig Zeit haben oder materieller Unterstützung den Fremden, die zu uns kommen, zeigen, dass sie hier willkommen sind. Pour les chrétiens en Terre Sainte, dont le nombre diminue continuellement, parce que l'insécurité est très grande et l'avenir de leur famille et de leurs enfants n'est pas garanti. Pour nos frères et sœurs défunts, qui durant leur vie ont vénéré Marie, la consolatrice des affligés, et pour leurs familles en deuil. Dieu notre Père, par l'intercession de Notre-Dame, consolatrice et patronne, nous te prions d'exaucer nos prières. Par Jésus le Christ, notre chef et notre frère, qui vit avec toi et le Saint-Esprit dans les siècles des siècles. Les Schwestern auf Wunsch vom Papst Franziskus, als an alle Kirchen in Europa auf diesem Sonntag Kollekt für die Ukraine. Das heißt,
die könnt der Caritas an der Ukraine so gut für Opfer von Krieg am Osten von der Ukraine, wo für den Opfer von Korruption zu Hilfe zu kommen. Merci für Ihre Generosität.
On te rend grâce, il est béni. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, consolatrice des affligés, notre patronne, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Willibrord et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, unseren Bischof Jean-Claude und die Gemeinschaft der Bischöfe, unsere Priester und Diakone, alle Ordensleute, alle, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind und das ganze Volk deiner Erlösten. Erhöre, gütiger Vater, die Gebete der hier versammelten Gemeinde und führe zu dir auch alle deine Söhne und Töchter, die noch fern sind von dir. Erbarme dich unserer verstorbenen Brüder und Schwestern und aller, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind. Nimm sie auf in deine Herrlichkeit und mit ihnen lass auch uns, wie du verheißen hast, zu Tische sitzen in deinem Reich. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn schenkst du der Welt alle guten Gaben. Per ipsum et cum ipso et in ipso, est tibi Deo Patri omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Recepte salutaribus monite, et divina institutione formati, audemus dicere.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, donnez-vous un signe de cette paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Lasset uns beten. Herrgott, du hast Allmacht. Am Sakrament, das wir empfangen haben, verkündige mir den Tod an Doberstor von dem Jung. Geweist Kraft für Matzinger Mam unter dem Kreuz zu stehen und Leid von ihrem Jung zu delen, für das wir auch Teil haben und singen Oberstehen. Dafür beten wir durch jeden Christus, unseren Herr. Amen. Und da wollen wir dem Herrgott sei Segen ob uns aufrufen. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.